Wie macht das Gras im Wind? Ja, genau. Und jetzt kommt eine Kuhherde und vertrampelt die. In dieser Halle wird fleissig geprobt. Für die schweizerdeutsche Version vom Musical Mamma Mia. Sandra Studer spielt die Hauptrolle und da wollen wir heute Sarina überraschen. Wir haben sie zu einem fiktiven Vorsingen eingeladen. Bei einem Regisseur, der, wie soll ich sagen, ein bisschen anspruchsvoll ist. Aha, ist das Werk vollendet? Sieht ein bisschen französisch aus. Ja, nein, ich bin der Claude aus der Lorraine. Ah, okay. Oder? Ah, das ist schön. Ja, das ist schön. Das ist super. Du sag mal, Sändle. Sandra, wie weit sind wir mit der Probe? Wir sind alle noch ein bisschen am uns kennenlernen. Es ist doch immer lässig, wenn ein neues Ensemble zusammenkommt. Ein paar Leute kennst, ein paar nicht. Aber es ist wirklich schon ein total schönes Family-Feeling. Also wir freuen uns alle wahnsinnig. Ja, Musik ist ja grossartig bei ja, dem Musical. Es ist einfach eine Party, wirklich so schön. Also als alter ABBA-Fan, wo ich bin, jede Melodie weckt Erinnerungen. Und es ist wirklich einfach so schön, das zu machen. Wir überraschen jetzt die Sarina. Die ist 20. Ja, das ist so das Alter, wo du, glaube ich, bist beim Eurovision Song Contest, wo du auftreten bist. Hilft da so ein bisschen die jugendliche Naivität? Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich hatte so eine Unbeschwertheit gehabt und ich hoffe, Sarina hat das auch. Also ich wünsche ihr das ganz fest, dass sie jetzt einfach mega den Plausch hat bei dem, was jetzt kommt. Sie ist unterwegs daher mit ihrer Mami. Ich muss noch ein bisschen mehr in meine Rolle vom Claude reinkommen. Und ich will ein bisschen gemein sein. Du kannst ja schon ein bisschen spielen. Also, da gibt es ja schon ein bisschen fiese Sachen. Stell mir vor, zum Beispiel Dancing Queen im Flüger zu singen. Zum Beispiel. Das könnten wir mal probieren. Ja, so oder so. So in dieser und die Beine schön im 90-Grad-Winkel ja. und spürst ja, spürst es. Und vielleicht mit den Händen noch irgendetwas machen. Also da wirst du sicher ganz viel Fantasie zeigen. Ein bisschen mehr auf die esoterische. Pisacken, jawohl. Ja, das ist doch gut. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dann gehst du... Ich kann schauen, ob das Team ready ist. Genau, wir überraschen Sie und ihr singt dann. Sehr gut, ja. Und mir muss man den Schnauze noch ein bisschen mehr ankleben. Ja, also einfach nicht noch schöner werden. Ja. Das ist gut. Bis gerade. Okay. Auch unser Team macht sich bereit für die Überraschung. Wir haben direkt vor unseren versteckten Kameras einen Wartebereich eingerichtet. Das ist Lena, eine von unseren Statistinnen. Hinter dem Vorhang fangen wir jetzt dann gerade an mit dem Vorsingen. Und das sind Sarina ihre Konkurrentinnen. Die haben wir extra engagiert. Nehmt es nicht persönlich, was ich jetzt euch sage. Ich bin sonst wirklich nicht so. Ich bin recht anständig im richtigen Leben. Aber jetzt bin ich in der Rolle von Claude und der Claude ist der Regisseur von Mamma Mia. Alles klar? Alles klar. Toll, toll, toll. Auch der ganze Musical-Cast ist Teil unserer Überraschung. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Sarina. Musik war im Leben von Sarina schon immer ein grosses Thema. Die Musikalität hat sie von ihren Eltern geerbt. Sie singt zuerst in einem Chor, später dann in verschiedenen Bands. Ich glaube, das ist einfach etwas, was ich mega gerne gemacht habe und so auch so ein bisschen Emotionen konnte loswerden und umtanzen und Showgirl sein und die Rampensau. Ja, und das hat mir einfach immer mega Spass gemacht. Gleich ist klar, dass all das mehr ist als nur ein Hobby. Sarina will Musik studieren und macht einen Vorkurs am Konsi zu Winterthur. Auf die Musik setzen ist mir recht einfach gefallen, weil es einfach die grösste Leidenschaft von meinem Leben ist. Neben dem Studium verdient Sarina mit Auftritten an Hochzeiten oder Geburtstagen ein Sackgeld. Also, wenn ich mit anderen Leuten auf der Bühne stehe, zum Beispiel mit einer Band, und du dich anschaust für 1 Sekunde, du weißt genau, was du willst, und nachher auf der Bühne noch improvisierst, dann geht mir das Herz auf zum Singen und mit den Leuten musizieren. Das ist eigentlich der grösste Teil von meiner Leidenschaft. Zu ihren grossen Idol gehört Sandra Studer. Sarina hat sie schon als kleines Mädchen gekannt. Ich habe, als ich noch klein war, immer ihre CD gehört, Sammy Klaus.
Und habe das einfach auf und runter gehört, die CD. Und sie war die Sprecherin und Sängerin auf dieser CD. Und später habe ich sie einfach immer wieder auf der Bühne gesehen. Angefangen hat Sandra ihre Karriere mit dem Auftritt 1991, wo sie die Schweiz am Eurovision Song Contest vertritt und 5. wird. Gleich darauf moderiert sie bei SRF ihre erste Sendung. Und 34 Jahre später die grösste Musikshow der Welt live aus Basel. Der Eurovision Song Contest, zusammen mit Michelle Hunziker und Hazel Brucker. Und Sandra spielt auch immer wieder Hauptrollen in Musicals, wie da in Sister Act. Was mich an Sandra Studer fasziniert, ist einfach die Ausstrahlung und dass man richtig merkt, sie hat Freude, auf der Bühne zu stehen. Und das zeigt sie auch bald in der schweizerdeutschen Version vom Musical Mamma Mia. Mit Sandra Studer Dancing Queen auf der Bühne zu singen, das wäre ein Traum. Den erfüllen wir der Sarina gern. Aber zuerst wollen wir sie noch ein bisschen plagen. Sarina hat ihre Mutter dabei. Auch sie ist eingewählt. Jemand ist jetzt schon drin, aber wir holen hier drin das dann Dilemma. Muss jemand vielleicht noch aufs WC oder so? Wow. Gut. Also, als ich dort angesessen bin, habe ich mir gedacht, dass jetzt hinter mir so offen jemand halt eben vorsingt und dass ich das alles höre. Probier mal vielleicht dir vorzustellen, du bist ein Gras im Wind. Der das Vorsingen durchgeführt hat, hat dann da so versucht, ja, jetzt musst du mal einen Marienkäfer nachmachen und das Gras im Wind. Und dann habe ich gefunden, okay, ja, also in der Gesangs- oder Stimmbildung machen wir auch so Übungen. You are the dancing queen. Okay, gut. Danke vielmals, kleiner Schatz. Ich lasse jetzt mal, wir melden uns bei dir, gell? Don't call us, we call you. Nächste bitte. Okay, 3, 4. Und jetzt musst du das Tempo abnehmen. Du bist viel zu langsam drin. Das ist Darum habe ich vielleicht auch ein bisschen versucht, wegzuhören. Aber es ist einmal fast nicht gegangen, zum wegzuhören. Und schneller. Young and sweet, Komm, only komm, 17. komm. Ja. Young and sweet, only 17. Okay. Gut, jetzt habe ich noch eine Übung, die ich noch mache, meistens, und das ist das Gras im Wind. Wie ist das Gras im Wind? Wie macht das Gras im Wind? Ja, genau. Und jetzt kommt eine Kuhherde auf eine Trampete. Mami und ich haben recht oft recht schnell Lachflashs. Und dann, wo wir dann eben da ein bisschen zugelassen haben und gemerkt haben, was ich da vielleicht auch machen muss, haben wir uns schon kurz zusammenreißen. Und jetzt sing noch mal. You are the dancing Wow. queen. Ja, los jetzt. Ich sage immer das Gleiche. Don't call us, we call you. Weißt du, was das heisst? Okay, wow, gut, jetzt gehe ich dann mit dem in den Raum, mal schauen, was er dann über mich sagt. Jetzt brauche ich mal eine Pause. Jetzt hast du noch sie. Genau. Also, als der Regisseur rausgelaufen ist von dem Raum und vor mir geschwätzt hat und mich dann angeschaut hat, habe ich dann den Nick erkannt. Und dann sind gemischte Gefühle aufgekommen. Weil du weißt ja nicht, ja, es ist ja immer noch ein Vorsingen. Warte, schnell 2 Minuten. Und nachher geht's los. Gut. Top, super. Ich habe dann eben zur Mami geschaut und gesagt, Mami, ich habe den Nick erkannt. Was jetzt? Let's go. Ich gehe da links rein. Toi, toi, toi. Danke. Hallo. Mamma mia, ska schon wieder los. Wir sollen mich mal wehren. Mamma mia, seid ihr hemmungslos. Wir heiß ich dich verehren. Du hast so viel versprochen und mir ein das Herz gebrochen. Wir hast du nur können gehen. Und dann war es klar.
Und dann ist einfach die Vorfreude auf alles, was noch kommt, gestiegen. Herzlich willkommen, liebe Sarina. Wir sind mitten in der Probe für «Mamma Mia». Und ich bin mega froh, dass das nicht wirklich unser Regisseur ist, sondern... Ich bin der Nick. Das Gras im Wind hat uns schon Ganz fest, weil du bist im nächsten Happy Day und stehst auf der Bühne im Starduett zusammen mit der Sandra. Wow. Willst du meine Dancing Queen sein? Yeah! In mir innen ist einfach die pure Freude aufgekommen, um jetzt dann mit der Sandra Studer singen und auf die Bühne und Dancing Queens sein. Und jetzt stehen die zwei Frauen auf der Bühne, aber nicht wie zwei wandelnde Gräser im Wind. Nein, sie sind richtige Disco-Queens. Das ist eine der grössten Disco-Hymnen überhaupt. Und ich glaube, in der ganzen Schweiz hat es im Moment gar keine Disco-Kugeln mehr, weil alle bei uns auf der Bühne sind. Das sind Sarina und Sandra Studer mit dem ABBA-Hit «Dancing Queen». Play the right music, getting in the swing. You come to look for a